Warum ist die warme Jahreszeit so wichtig für Kinder? Erstens muss man sich viel weniger anlegen. Also die Kinder haben nicht gern, wenn man sie dick anlegen muss. Und im Sommer oder im Frühling, Frühling ist ja März, April, Mai und der Mai geht schon fest in den Sommer rein. Gerade dieses Jahr haben wir schon ganz heisse Tage gehabt. Und Sommer ist eigentlich Juni, Juli, August. Und das heisst, die Kinder können mit ganz wenig angelegt umspringen und können durch das alle Elemente besser aufnehmen. Also sie spüren den Herd, den Boden, sie spüren die Luft besser auf der Haut, sie spüren das Wasser besser, also das Nass ist besser und vor allem kann man im Sommer auch das Feuer erleben, offen, wenn man Feuer macht zum Bröteln. Das finden sie grossartig, weil im Winter ist bei uns, bei den meisten Leuten, eben die Heizung, ist das Feuer eingeschlossen. Und das ist toll, wenn man das kann im Sommer. Das ist ganz wichtig. Dann kommt dazu, dass im Frühling, also wenn der Mai so richtig, der Wonnenmonat Mai losgeht, dann kommen alle Blumen raus, Frühlingsblumen und nachher im Sommer auch. Und darum sagt man, diese Zeit ist ganz wichtig, dass man Märchen von Blumen erzählt, von Bäumen, von Zwergli, von Elfen. Weil wenn die Kinder die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit anfangen zu erleben, dann wird es für ihre Fantasiewelt wunderbar. Dann kann man eben Zwergli suchen im Garten und dann sieht man sie gerade verschwinden. Und zum Beispiel sagt man den Indianer, die Zwerge so suchen, als sie laufen, ganz fein, leise, und dann schauen sie mit den Augen hier rüber. Und wir sind gewöhnt, dass man schnell so schaut und dann sind alle Vögel fort. Oder wenn man den Sommervogel anschaut und man macht das so, dann fliegt der fort. Also es ist ganz wichtig, dass man im Sommer übt, laufen wie die Indianer, geradeaus, und dann sieht man plötzlich ein rotes Käppchen hinter einem Baum verschwinden. Oder man sieht plötzlich Elfen, die bei den Blumen herumfliegen, genau wie die Schmetterlinge. Weil man sagt von den Elfen, die duften so fein. Sie sind der Duft von den Blumen. Und wenn man das anfängt, erleben mit den Kindern und erzählen, dann bauen die nicht Mooshäuschen bauen für die Zwerge. Dann kann man auch Elfenhäuschen bauen, weil manchmal haben nicht alle Elfen Platz, ihre Blumen zum Schlafen am Abend. Dann machen sie aus Gräsli oder aus Zweigli oder aus Blättern, kann man Elfenhäuschen bauen. Und wenn sie einmal so etwas angefangen haben, finden sie das grossartig. Dann kann man im Sommer zum Beispiel Wolkengucker werden. Man kann am Boden liegen und Cumuluswolken anschauen und verraten, was das ist. Ist jetzt das ein Hund oder ist das ein Drachen oder ist das ein Gesicht? Oder man kann ein stilles Erlebnis haben, wo das heisst, also wenn man zum Beispiel an einen Teich kommt und es hat dort Kaulquappen drin oder nachher junge Fröschli, wenn man dort laut ist, so macht, dann hört man gar nichts. Wenn man macht, psst, und man ist eben stiller Forscher, dann kannst du dort abhöckeln und hören und schauen und plötzlich sieht man vielleicht ein Fröschli, das da und dann ist das ein riesiges Glückserlebnis für die Kinder, wenn sie so etwas gefunden haben. Oder sie können eben Tierbeobachter sein oder Pflanzenforscher. Das ist dann ganz interessant, wenn man plötzlich weiss, wie die oder die Pflanze heisst oder die Blume. Und wenn man nachher noch Märchen dazugehört oder Sagen dazugehört, dann ist das grossartig. Also im Sommer erlebt man alle Elemente, also eben die Erde, Wasser, Feuer und Luft. Und man tut alle Sinne trainieren. Also man kann mit den Füßen, wenn man barfuß läuft, spürt man plötzlich, ob das Gras warm ist oder ob es feucht ist oder ob es dürr ist. Wenn es dürr ist, tut es viel mehr bicken. Und wenn es warm ist und feucht, dann tut es sich ablegen. Dann ist es vielleicht angenehm an den Füßen. Dann tut das kutzeln. Oder dann kann man zum Beispiel, spürt man auch, ob Steine stechen oder ob Steine rund sind. Oder man spürt das Wasser eben viel besser.
Also man kann alle Sinne, also mit Schauen und Hören und vor allem Spüren und Schmecken, all das kann man im Sommer wunderbar entwickeln und Spiele machen dazu. Und man kann zum Beispiel wandern, was auch so schön ist, und den Wandervers aufsagen, dass man nicht gern so müde ist. Also zum Beispiel, wir wandern von einer Stadt zur anderen, und wenn der Kaiser König kommt, dann kehren wir wieder bum, bum. Wir wandern von einer Stadt zur anderen, und wenn der Kaiser König kommt, dann kehren wir wieder bum, bum. Und schon geht es weiter. Also Wanderversli machen müde Kinder munter. Also da kann man viel weiter laufen, zum Beispiel. Oder es ist im Sommer auch schön, wenn man Fest feiern zusammen. Also ich denke jetzt hier an Ufert oder an Johannistag, wo ein ganz alter, also das ist älteres Christentum, oder im Christentum feiert man die Taufe vom Johannes im Jordan, aber wenn man es ganz zurückgeht, wird dort erzählt, wie in der Rauhnacht an der Weihnacht, das ist eben dann im Sommer, im Grunde ist es die gleiche Zeit, wo die Sonne geht von dort an wieder runter, und in der Weihnachten geht sie eben nachher wieder rauf. Und es ist also in diesem Sinn eine Entsprechung. Aber das heisst, man sagt dann, im Juni hört man auch, in dieser Nacht hört man Zwergli reden, man hört die Luftgeistli reden, man hört Elfen reden, man hört Tiere reden, man hört Bäume reden. Und das ist natürlich interessant, wenn man dann genau so etwas macht, dass man draussen übernachten und schauen, was alles passiert. Das sind Sachen, die man im Sommer erleben kann. Und darum ist die warme Jahreszeit so wichtig und eben schön, wenn man Märchen hören von Zwergen, von Elfen und sonst noch von vielen schönen Sachen.